繼續來看呢，係王少奇來關於喺德國所做嘅長期照護嘅專題。德國用幾個嘅稅金來支持幾好嘅福利，唔社會遇到老化或幾厲害嘅情形，因為呢前沿來路壓力都幾大哦。還有嗱一個大問題，如係服務嘅人力停得多麼？而照顧老人家一個工作條件也算薪水也到，如果難講係大家理想嘅條路，喺德國也強用，對人唔拉嘅問題。因為透過建構合作嘅方式來培養，同時愛想辦法來提高照顧人嘅生存內容，安尼因為那會有個到位認同感。1961年起和1989年重拼，全長155公里，構圖又是共產界柏林圍牆，係見證東西兩地分裂到統一嘅歷史。兩邊嘅區域係東德，兩邊困過去就係西德。附近嘅建築物都係二次大戰摧毀了後有新起嘅。柏林係德國嘅首都，咪係人口最多嘅城市，又因為按特別嘅歷史，所以今日係16邦之中最窮苦嘅一邦。面對重啟造福，遇到最大嘅問題，就係經費唔夠。首都係講冇其他國邦，也係聯邦政府嘅補助。柏林市政府年度預算可能當年都係測試。柏林嘅人口多，壓力大，統治分庭20年內，老人家見累見多，國邦都窮用。德國到東到基礎項都做到東好，變做了國際老人福利指標。不過，記到還係為啥下對嘅兩大困難對反手，一個係專業，一個係人力。Also in Deutschland wurde die Pflegeversicherung 1995 eingeführt. Die wurde eingeführt nach ungefähr 20 Jahren Diskussionen darüber, ob man diese Pflegeversicherung einführen sollte oder nicht. Und es gab zu Beginn große Widerstände gegen diese Pflegeversicherung, weil auch in Deutschland die Arbeitgeber einen großen Vorbehalt hatten gegen eine Erhöhung der Sozialbeiträge, weil in Deutschland die Pflegeversicherung durch Beiträge auf das Arbeitseinkommen finanziert wird, zur Hälfte vom Arbeitgeber, zur Hälfte vom Arbeitnehmer. Man hat zur Einführung der Pflegeversicherung einen Feiertag gestrichen. Also tatsächlich, das war der Kompromiss. Man hat einen Feiertag, an dem die Arbeitnehmer sonst frei hatten, zum Arbeitstag erklärt. Und dafür haben quasi die Arbeitgeber dem Gesetz zugestimmt. 德國有5大保險長期社會安全網，分別係空險保險、年金保險、職災保險、職業保險，還有最慢性的創造險。其中3項係老人家有關的，還有創造險就規定係調價老概念為各出一半。Auf der anderen Seite natürlich überhaupt die Lebenssituation, das Einkommen gesichert sein muss, also sprich sowohl die die Krankenversicherung, die Rentenversicherung, aber eben auch die Pflegeversicherung müssen auf gute Beine gestellt sein. Und das ist bei uns ein Thema, das insbesondere dann auf der Bundesebene eine Rolle spielt, weil dort die entsprechenden Gesetze gemacht werden. 德國人大早年2兩多錢，就會先扣退了條強制保險的錢。現付後減，2014年德國人均所得係35000歐元，當國換算拿台幣係120萬元，係台灣嘅2倍。不過大稅前到大稅後所漲台碼，上入一般客家都會納稅，比重又係台灣嘅4倍。所以到按樣嘅經濟規模上，德國老人家嘅福利做得做當多，不過做得做結構呢？德國動作就遇到了超高齡社會。2007年過後，德國嘅人口補充復興中，死亡率比出生率還較高。兩個人多，那麼人少，聽說就會拖黃體社會內同。Ich fange jetzt einfach mal allgemein an, wenn ich sage, also das Thema demografische Entwicklung ist in Hessen schon sehr lange ein sehr wichtiges Thema, einfach weil man schon sehr lange erkannt hat, dass wir immer weniger nachwachsende junge Menschen haben. Auf der anderen Seite auch dank natürlich der medizinischen Entwicklung wir immer mehr ältere und auch älter werdende Menschen haben. 老人家多，成人少，到法律上嘅挑戰就係結婚嘅長久，還有公平性。Die Pflegeversicherung in Deutschland basiert ja auf einem sogenannten Umlageverfahren. Also wir erheben prozentual vom Einkommen, vom versicherungspflichtigen Einkommen Beiträge. Und wir haben einen Zuschlag für Menschen, die keine
Kinder haben, die bezahlen etwas höhere Beiträge. 问题是，照估算到2030年，德国需要照顾嘅老人家数字会比列下罕卡新中58%，超过200万3人。照顾嘅钱并唔系一般南好抽出的，睇能建累见到嘅老人家，留建累减少嘅食人呢？德国1995年实施到列下嘅创造险，都有可能需要过挑战。客家新闻来关于王小琪德国报道。